Viermal dan vertaal ik van, we hadden angefangen en ik kreeg te vertalen van den brief van de eerste Johannes. En ik vertaalde zo van Johannes, waar hij een treffing gehad met Jezus Christus. Maar ik wil van dem best weer kijken naar denzelfde afschnitt, en wie Johannes van vertalen dat, nu oorzaak voor wen hij den brief dan metdelen. En hij heeft een paar dingen, wat ik wil schwin, bloß een beetje even kijken, wat hij zegt, wat hij wil hebben, wat we zullen ervaren. Eines erst, hij zegt in Vers 3, das eerste Johannes 1, Vers 3, hij zegt, wat wir hier in Jesanen haben, damit haben wir ihn bekannt gemacht. Dadurch kann jemand als Gemeinschaft haben, und als Gemeinschaft erstmal Gott, den Vater, mit dem Sohn Jesus Christus. In anderen wird gesagt, er will haben, wir sollen Gemeinschaft haben mit anderen Menschen, die im Glauben sind mit Jesus Christus. Die Gemeinschaft, die wir haben, ist uns untereinander, und mit der Gemeinschaft, dann dürfen wir uns untereinander abbühen, wir dürfen uns das Schick helfen, wenn einer oder der andere kämpfen, der in ein Wort, dass erst durch Gemeinschaft flehen, einer mit dem anderen, dass wir uns können abhalten, weil wir im Loch sind, weil wir im Trouble sind, wir können uns untereinander abhalten, wir können uns trag halten, das Schick halten, so zu sein. Aber wir müssen daran denken, dass die Gemeinschaft, die kämpft, die sagt, unsere Gemeinschaft ist erstmal Gott, der Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. So die Gemeinschaft, die wir erstmal Gott haben, und dann können wir mit uns in die Gemeinschaft haben. Und Johannes will haben, dass ich und du sollen dieselbe Gemeinschaft haben mit Jesus, und uns mit uns untereinander, was er auch hat. Aber er jetzt wieder in den 4. Vers, er sagt, das schrieb ich jünd, dass unser Fried, oder jene Fried, ganz voll sein macht. In anderen wird gesagt, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, wenn wir Gemeinschaft haben mit uns untereinander, dann die Folge davon ist, dass wir Frieden haben. Als Christen sollen wir Menschen sein, die Frieden haben in Jesus Christus. Wir sollen nicht die Menschen sein, die mit lange Gesicht gehen. Wir sollen die Menschen sein, die friedvoll sind, weil wir haben das Versprechen von ewigem Leben. Weil wir haben Jesus Christus. Das soll uns so viel Frieden geben. Und dann sagen wir sollen Gemeinschaft haben und wir sollen Frieden haben. Aber hier jetzt noch wieder in Vers 9, er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In anderen wird gesagt, wir dürfen nicht tun, dass wir nach sollen Opfer bringen, wir dürfen nicht tun, dass wir nach unsere Sünden betonen, wir dürfen nicht tun, dass wir nach dit oder dort oder ja tun machen. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist treu. Er ist immer treu. Und die Bibel verspricht, dann wird er uns die Sünden vergeben und dann wird er uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. So dann ich hoffe, dass du die erfahren hast, dass du hast Gemeinschaft mit Gott, du hast Gemeinschaft mit den Nächsten, dein Hort ist voll Frieden und du wandelst in der Sicherheit von Vergebung. Und wenn das nicht die Erfahren hast, dann bete ich dich, duck an in der Wort Gottes und fing die Antworten, die die Bibel verspricht. Der Gott ist treu, er vergibt und er reinigt. Ich bin Henry Redgab für die Karte und Achten.